Der Tomari hat ein Video aufgeladen in einem Monat zum TikTok-Star mit Fakes, Selbstexperiment. Und wenn es um TikTok geht, Chat, dann sind wir natürlich am Start und müssen abchecken, was da genau passiert. Vor ungefähr 6 Wochen haben Sophie und ich unserer Hündin Mai das Sprechen beigebracht. Angefangen hat das Ganze damit, dass die Sprachtherapeutin Christina Hanger angeblich erfolgreich eine Was? Die haben ihrem Hund das Sprechen beigebracht? Methode der unterstützten Kommunikation auf ihren Hund Stella angewandt hat. Bin ich das? Was los? Mai. Was will die Mai? Streicheln. Ach, die Mai will streicheln, ja komm her. Aber viel mehr als... Was? Der Hund kann besser reden als der Maelo. Holy shit, Digga. Das haben wir eigentlich aufgedeckt, wie man durch geschickte Kommandos... Alles klar, ich sag Thomas, dann drückt ihr auf den Thomas-Button. Trickserei hinter der Kamera. Streicheln. Ach, die Mai will streicheln, ja komm her, super. Oder auch einfach Zufall, die Illusion eines sprechenden Hundes erzeugen kann. Und dass der TikTok-Trend aus den USA vielleicht auch eher eine Kombination aus Zufall und großzügiger Interpretation ist. Und da stellt sich jetzt mir die Frage, wenn man mit relativ leicht fakebarem Content in den USA Millionen von Klicks erzielen kann, klappt das dann auch einfach so 1:1 in Deutschland? Okay, man muss sagen, dass auf TikTok mega viel gefaked wird. So, kennt ihr die klassischen, so die Pranks, wo man so obviously sieht, Digga, das ist nie echt. Und das tiltet mich immer, wenn ich so irgendetwas sehe, aber es gibt es recht oft auf TikTok. Und wie reagieren die Leute? Glauben die das? In den vergangenen 30 Tagen waren wir aktiv auf TikTok und haben regelmäßig Videos von unserer Hündin gepostet, in denen sie vermeintlich spricht. Schau. Ja, wohin soll ich schauen, Mai? Sophie. Zu Sophie? Sophie. Okay, ich schau mal nach der Sophie. Samt süßem Profilbild und niedlichen Beschreibungen. Und das ist dabei passiert. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie viele Views das bekommen hat. Alles beginnt mit einem Profil, das wir jetzt erstellen werden. Als Name haben wir uns für Mais Instagram-Namen entschieden. MyDogMai. Das Profilbild wird auch von Instagram genommen. Perfekt. Perfekt. Ich kann sprechen. Und ein paar süße Emojis sowie ein Link zu meinem YouTube-Video mit der Überschrift "So habe ich sprechen gelernt". Damit sind wir transparent und jeder Zuschauer kann sich ein Bild davon machen, wie die Mai denn wirklich spricht. Das erste TikTok, das wir gepostet haben, habe ich einfach aus dem YouTube-Video geschnitten. Ich muss mich ja schon ein wenig zurechtfinden, weil das mein erster TikTok aller Zeiten war. Doch dann war er auch schon raus, in seiner freien Wildbahn. Während der Post sich jetzt seinen Weg in den Feed der User bahnt, kann ich mal ein bisschen was davon berichten, wie ich die... Okay, ich gebe jetzt mal einen Tipp ab, wie viele Abos er am Schluss von dem Experiment hat. Ich würde sagen, es könnte schon ziehen. Ich sage mal 55.000 sogar. 55.000. Es ist schon echt schwierig, den Content auf TikTok zu beschreiben, aber ja, das erste, was mir aufgefallen ist, ist genau der Cringe, der der Plattform seinen teils schlechten Ruf verliehen hat. Auch extrem materialistische und oberflächliche Inhalte prägen die Landschaft der Plattform und der Trend von Videos wie diesen, in denen jemand, natürlich gestellt, ja so cool ist, dass Genau so Videos meine ich, Chat. Genau so Videos. Also das ist so cringe und so unangenehm zum Schauen. irgendwelche Girls dafür ihren Freund betrügen und das findet dann jeder super toll. Ja, Ja, man muss sagen, so Videos sieht man auch mehr, wenn man auf dieser Page ist. Ich sehe das jetzt gar nicht mehr, aber ich weiss noch am Anfang habe ich das mega oft gesehen. Aber wenn man mal auf dieser Meme-Seite ist, dann kommen die Videos nicht mehr. der Trend ist nur die Spitze des Eisbergs. Aber viele sagen ja, man muss dem Algorithmus Zeit geben, sich kennenzulernen. Also habe ich das gemacht. Und nach 30 Genau das habe ich gemeint. Tomari und ich, einfach so, Digga. Tagen, wovon ich zugegeben nach 2 Wochen als Konsument gar keine Lust mehr hatte, sieht meine Startseite so aus. Wissenschaft, ein bisschen Fotografie, etwas Finanzen, eine Prise Sport und mittlerweile könnte ich Stunden so weitermachen. Also mega gut, oder? Dinge, die mich interessieren. Sport, Finanzen, Reisen. Naja, die TikTok-Kultur zwingt seine Creator scheinbar, meiner Erfahrung nach, Meine For You-Page ist einfach nur Memes. Memes und jetzt Skifahren. Seit dem Winter mega viel Skifahren. Memes, Skifahren. irgendwie auf unsichtbare Art und Weise dazu, Adi sieht nur halbnackte Frauen. Ey, Digga, bei mir auf der Seite kommt keine einzige Frau, die tanzt. Vielleicht ab und zu mal Charlie D'Amelio, der dann irgendwie so macht. Aber sonst gar nichts. Content auf extrem oberflächliche Art und Weise zu erstellen. Man schaut sich ein zuerst spannendes Video an in der Hoffnung auf Auflösung, nur um dann mit einem Link zu irgendeiner Webseite vertröstet zu werden. Jeder versucht irgendwie auf Krampf hip und cool sein und ich kann es nicht genau definieren, aber selbst hochqualitativer Content, der mich eigentlich interessiert, ist auf TikTok meistens irgendwie eklig.
Ich weiß nicht, wo er sich so ein bisschen bewegt, wo er sich bewegt auf TikTok, hat sie vorhin nicht gesagt, so ein bisschen. Aber ich muss sagen, so wie er sagt, so schlimm finde ich es jetzt nicht. Es gibt so die Creators, die immer so auf Teil 2 Link, das siehst du auf Insta machen, aber das sind so die wacken Creators. Es gibt wirklich, also ich finde, es gibt auf TikTok wirklich gute Creators, die die Plattform so brauchen, wie sie gebraucht werden, meiner Meinung nach, und guten Shit machen. Reden die auch immer so schnell, weil man natürlich innerhalb von 60 Sekunden überhaupt nichts rüberbringen kann. Und jeder, der wirklich irgendwie was rüberbringen will, dem ist klar, dass das auf TikTok halt einfach nicht das richtige Format ist. Also ich finde es safe, dass man in 60 Sekunden irgendetwas überbringen kann. Zum Beispiel ein Witz, also ein lustiges Video. Man kann auch irgendetwas Spannendes in 60 Sekunden packen. Also ich finde, dass es schon möglich ist. Mittlerweile sind 24 Stunden vergangen und unser Video hat 170.000 Aufrufe und 20.000 Likes. Was zum Henker? Das kann doch nicht so leicht sein, oder? Oh Mann, bestimmt war das nur ein Glücksgriff. Aber um das herauszufinden, wird direkt der nächste Post gepostet. Aber wie hat das TikTok-Publikum auf unseren Fake reagiert? Wer ist auch von YouTube? Ich glaube jetzt nichts mehr auf TikTok. Ist halt echt unglaublich, wie einfach das geht. Wie hast du ihm das beigebracht? Könnt ihr noch mehr Videos machen? Wie bringt man das bei? Möchte das mit unserem auch probieren? Wie geil ist das denn bitte? Hat bestimmt lange gedauert, dir das beizubringen, oder? Die meisten glauben das also. Und auch der Anteil von denen, die wissen, wer oder was hinter dem Ganzen steckt, wird in den zukünftigen Posts von Mal zu Mal abnehmen. Unser zweites TikTok bekommt deutlich weniger Klicks und als ich abends ins Bett gehe, ist er gerade mal bei 15.000. Gerade mal bei 15.000. Ah, schon mega wenig, Digga, 15.000. Puh, war also doch nur ein Glücksgriff. Aber das ist immer so, TikTok tut Videos am Anfang, so die ersten Videos, die man postet, hure pushen, dass man halt das Gefühl hat, oh, ist mega geil, jetzt kann ich da Sachen posten und dann nimmt es immer ein bisschen ab. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Dieser Post läuft einfach besser als meine YouTube-Videos. Einfach mal schnell hops genommen, Digga. Und ist am Ende des Tages bei über 700.000 Aufrufen. 700.000, Bro. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich nehme alles wieder zurück, was ich gesagt habe. Absolut hops genommen. Mittlerweile sind das über 2,9 2,9 Millionen. Millionen. Innerhalb von knapp einem Monat. Auf einen billigen, recycelten Clip, den ich auf einen 2 Tage alten Account mit ein paar Followern hochgeladen habe. Ironischerweise hat dieses Video nach einem Monat so viele Klicks wie mein meistgeklicktes Video nach 2 Jahren auf meinem YouTube-Kanal mit knapp 600.000. Ja, man kann Klicks auf YouTube nie mit Klicks auf TikTok vergleichen. Also 2,9 Millionen Klicks auf YouTube sind so viel mehr wert als 2,9 Millionen Klicks auf TikTok. Abonnenten, der seit mehreren Jahren jede freie Sekunde meines Lebens in Anspruch nimmt und mein Lebenswerk darstellt. Nice. Mach ich jetzt dann auch, Digga. Wie viel sind eigentlich diese TikTok-Klicks wert im Vergleich zu YouTube? Meine ursprüngliche Annahme war, dass Videos auf TikTok nur so viele Aufrufe haben, weil Leute am Großteil des Contents nur vorbeiwischen. Aber wenn man mal die Interaktionsrate von YouTube mit hier zum Beispiel 2000 Kommentaren und 100.000 Likes auf knapp 3 Millionen Views mit der von TikTok vergleicht, wird schnell klar, dass das nicht unbedingt stimmt. Denn dort sind es ähnlich viele Kommentare und 400.000 Likes auf dieselbe Klickzahl. In der Tat weniger wert sind TikTok-Views, aber tendenziell, was das Finanzielle angeht. Aha. Nicht zuletzt, da es selbst für die meisten großen TikTok-Nutzer noch keine richtige Monetarisierungsinfrastruktur gibt, wie man sie zum Beispiel von YouTube kennt. Aber jetzt hat es uns halt schon interessiert, ne? Wenn direkt die ersten 2 Posts solche Hits sind und innerhalb von 2 Tagen 19.000 Follower mitgebracht haben, wie sieht das dann nach einem Monat aus? Hochgerechnet auf 30 Tage wären das nämlich 285.000 Follower. Aber komm, so leicht kann es doch nicht sein, oder? Oder? Ja, man weiß es nicht. Bitte. Direkt der Post am nächsten Tag, wieder ein Hit. Tag 4, super erfolgreich. Das TikTok am Tag 5 geht auch komplett steil. Hey, ich habe kein einziges von diesen Videos auf meiner For You-Page gesehen. In den ersten 7 Tagen haben sich also durch Daily Posts über 50.000 Follower angesammelt. 50.000 nach den ersten paar Tagen, Bro. Ich glaube, es werden jetzt mehr als 55.000 Follower. Mit Clips zwischen 100.000 und buchstäblich über 1 Million Views. Und hier jetzt auch schon die ganze Auflösung des Videos. Wir haben den Rest des Monats nicht komplett daily gepostet. Ich glaube, ich muss mir auch einen Hund kaufen. Trotzdem waren es am Ende knapp 80.000 Follower. Und das alles halt
irgendwie nicht echt. Die meisten Leute, die sich die Videos mittlerweile anschauen, die, glaube ich, haben nicht so den Plan, was da eigentlich abgeht. Auch wenn es einige gibt, die wissen, was abgeht. Aber das ist schon krass, Chat. 80'000 Leute, die jetzt den Kanal abonniert haben, nur weil der Fake-Content gemacht hat. Das ist schon... Und sich die Videos trotzdem einfach gerne anschauen, weil es halt einfach lustig ist. Ah, hey Adi, du bist doch ein Hund. So einen Hund zu sehen, der auf irgendwelche Knöpfe drückt. Finde ich auch Chillt mal, ich habe den Franz und der regelt. Franz regelt. lustig. Als Konsument selber ist meine Meinung, wie gesagt, finde ich TikTok nicht so gut. Aber weil einfach gefühlt jeder im Team, also Sebastian, Felix, LA, absolut süchtig davon sind und weil sich das vielleicht auch ein bisschen ändern muss mit dem schlechten Content, findet ihr jetzt auf TikTok nicht nur Videos von Amai, sondern auch welche von mir zu den Selbstexperimenten und so weiter und so fort. Mein abschließendes Fazit ist, Ich finde TikTok nicht gut. Aber jetzt hier haben auf TikTok Videos von mir, geht rein followen. dass wenn man das jetzt mit der Mai kommt, Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, schnell ein kurzer Real Talk. Es ist ja so, dass TikTok sicher viele Nachteile hat, gerade mit dem China-Dings und so, aber ich sage grundsätzlich, wenn man ein Problem damit hat, dass jetzt China das ein bisschen zum Datensammeln braucht, das sollte auch kein Insta brauchen, das sollte kein Facebook brauchen, kein YouTube brauchen, weil das macht einfach die USA mit diesen Apps. Und wir sind irgendwie die USA einfach vertrauter und wer das nicht will, der sollte einfach gar keine Social Media Apps brauchen und nicht nur sagen, TikTok nehme ich nicht, aber den Rest nehme ich alles. Das ist so für mich ein bisschen so, ja, es bringt einfach nicht so viel. übertreiben würde und weiterhin daily posten würde, dass sie ganz flott über 1 Million Follower hat, das wäre eigentlich, glaube ich, kein Problem. Und das, finde ich, ist schon echt wild. Ist schon echt verrückt. Aber TikTok hat natürlich auch Schattenseiten. Nicht nur was das Unternehmen angeht, sondern natürlich auch was einige Nutzer angeht. Und so wird einiges an Content einfach gestohlen. Nicht nur so das Format nachgemacht, wie wir das jetzt hier gemacht haben, sondern wirklich 1:1 gestohlen. Und nicht nur das ist mir widerfahren, sondern sogar Identitätsdiebstahl. Auf meinem Zweitkanal gibt es jetzt ein Video, in dem ich der Tatsache so ein bisschen auf die Spur gehe. Das findet ihr hier irgendwo, genauso wie den Abonnieren-Button, den ihr drücken könnt, wenn ihr mich auf diese Reise begleiten möchtet. Macht's gut. 80'000 in so kurzer Zeit ist schon damn, muss ich sagen, aber das ist halt TikTok. TikTok hat einen übel krassen Algorithmus. Es sind echt so viele Leute drauf und ja, aber ein nices Nutzt Experiment. ihr noch einen normalen Browser? Wieso Dann geht jetzt das Video an? My heart just got stuck between these